sind an sich wie bei den Doktorgängen wie immer. Das heißt, ich hatte 2007 relativ viel Stress, weil ich im Appartement gekauft habe, weil gebaut ist. Schon da bin ich gewechselt und ich war immer mit, ich war immer angeschlagen. Und sind ich bei den Doktor gegangen, Anfang 2008, und schon zum Doktor gesagt, letztes Mal, letztes Jahr, ich war regelmäßig krank und ich fühle mich immer mit und ich habe Schweißausbrüche und das ist mir im Großen und Ganzen nicht gut, macht mir wahrscheinlich eine große Analyse. Und da müsste man auch, wie ALK, einen HIV-Test mit dabei, weil ich mich immer testen gelassen. Und ja, das kann ja, wie ich eben das Resultat gut war, leider Gottes eben positiv. Ganz am Anfang konnte ich jetzt selber, ich habe zwar enregistriert, also ich habe nicht schon geholfen, aber nicht wirklich, ich wollte aber nicht haben, das heißt, es war mir schon bewusst, du hörst es, mir schon an sich also mein Leben weitergelebt wie viel drin. Und riecht meint mich spät, wie meine Werte immer mich schlecht gesehen, das heißt, ich muss in all 3 Monaten an die Analyse gehen. Nach 6 Monaten war meine Analyse relativ schlecht. Der Doktor hat gesagt, Patrick, wenn wir das nicht machen, dann bleiben wir nach 3 Jahren. Und ich meine, das war der Moment, wo bei mir wirklich den Klick gemacht hat, wo ich wirklich Angst hatte, wo ich wirklich Angst hatte, zu sterben, wo ich mir wirklich realisiert habe, vielleicht einmal, du bist HIV-positiv, du musst etwas machen, du musst etwas ändern. Und, es sind noch an Deitsberatung gegangen, ich habe Hilfe gesicht. Richtung los habe ich mit meinen Freunden gespart und sie angeweiht, mir aber nicht von Anfang an. Das ist ein ganz langer Weg gewesen, ein ganz langer Prozess, weil ihn einfach zum Anfang konnte ihn einfach Angst, wie reagieren die Leute, lassen sie dich fallen, wollen sie einfach noch Kontakt oder weil ihn absolut nicht weiß, wie verhalten sie sich und tut ihn absolut Angst, für die Leute zu verlieren. Und tut den Angst in der Reaktion und von daher ist das ein ganz langer Weg gewesen, bis dahin, wo ich überhaupt bin. Zuletzt bin ich den ersten AIDS-Fall 1983 entdeckt, den ist dann ein Herr, den ans Spital gekommen ist, krank war, dann noch halt die typischen Symptome hat von dem AIDS-Krank, aber die Dates noch nicht so typisch war, weil ihn am Anfang nicht gekannt hat. Zuletzt war den ersten Fall 83, den ersten Fall, den er hat, als 1981 diagnostiziert ging, das war in Amerika. Das war derzeit schon etwas ganz Spezielles und da auch, dass Präkautionen am Spital extrem heiß waren. Das heißt, dass sie komplett vermummt und Zimmer rangegangen, weil einfach auch noch nicht genau wusste, wie der Virus sich gegen ihn verdrohen, wenn man den Virus auf sich hat und das recht löst mit der Zeit, wenn erkannt wird, wo auch in die verschiedenen Wege erkannt wird, wie sich gegen ihn verdrohen. Ja, am Anfang war das schon etwas ganz Spektakuläres, dann war die immense Angst gemacht hat, dann dass Präkautionen derzeit extrem heiß waren. In der Zwischenzeit was das relativ normal ist, die Leute, die hospitalisiert sind hospitalisiert, nicht an einem Zimmer, wir leiden noch mit anderen Leuten zusammen, weil einfach gar keine Gefahr kann ausgehen von Ausstechung, HIV-Infektion, okay, dann ist ein normaler Kontakt. Die Infektion so ungefähr an den letzten 10 Jahren hat den eng 60 Neuinfektionen pro Jahr. Das heißt, wenn das unter 2000 ging, rang von dem Jahr und bis lo schon 10 oder 11 Jahre sind an den letzten 10 Jahren weit über 600 Leute, die sich angestachen haben. Ohne die dann zu rechnen, die sich die Jahre für drinnen gestachen, so sind davon ausgeht, dass zuletzt ungefähr zwischen, das ist immer schwer schätzen, weil Schätzungen sind 8 bis 1200 Leute leben, die HIV-positiv sind. 800 ist wahrscheinlich die niedrigste, 1200 wirklich ein bisschen heiß, aber das kann ich wirklich nicht mit Sicherheit sagen. Und du versuchst von immer die Message, weil davon ausgeht, dass 20 bis 30% von den Leuten, die angestachelt sind, nicht wissen, dass sie angestachelt sind, dass man wirklich die Message so, wenn der ein Risikoverhalten hat, geht ihr testen. Weil das schüßt, wenn wisst, dass der positiv sich auch von den Medikamenten, die da sind und die wirklich effikaz sind, noch profitieren. Was das schon etwas Sinn möchte. Was ich den Leuten will sagen, ist, dass die Leute sollen ein bisschen umdenken. Weil leider Gottes die Leute, die mit der Krankheit, mit dem Virus müssen leben, sind direkt aufgestempelt. Weil die Leute generell mengen, dass ein Virus nicht mehr in Afrika existiert. Wann in Europa ist, da sind nicht mehr die Schwulen oder Toxikomanen. Aber das Denken ist absolut falsch. Es betrifft absolut die Schrift von uns.
dass ein Krankheit, also ein Virus, den all Mensch kann betreffen. Das heißt, es sind nicht nur die Schwule, es sind auch nicht nur Toxikomanen, nicht nur die Afrikaner, die Virus betrifft als Itschreen. Das Problem ist eben einfach beim Virus, es gesagt, die mengt nicht auf. Und natürlich die Gemenze ja eng Einzigkeit geht durch, für sich umzustärken. Und dann hat er nicht. Die Virus geht auch nicht mehr last, den HIV ist nicht heilbar. Von daher soll ihn wirklich daran denken, sich immer zu schützen und wirklich die Leute, wenn ihr gewürgt von einem, der den HIV positiv ist, nicht direkt aufstempeln, aber einfach mal evaluieren, wie ist das entstanden und die Leute nicht direkt an den Tierrang jummen und die Leute fallen lassen. Das ist absolut falsch. Und die Leute sollen darüber sprechen, die Leute sollen sich informieren darüber. Und ich meine, das ist der beste Weg, die Krankheit irgendwann ein Karriere ganz auszurotten.